Was geht ab? Wir chillen heute mit Dave. Ja, es ist 8 Uhr morgens hier, Digga. Es ist tot früh. Ich bin seit 5 Uhr wach. Es fühlt sich an, als hätten wir schon 15 Uhr oder so. Was ist deine Zeitzone? Stunden 9 oder 8? Also Madeira ist eine Stunde früher als Deutschland. Okay, dann bist du 8 Stunden. Ja, das stimmt. 8 Stunden. Ja, das ist nicht wenig. Was ist der Plan heute, Bruder? Keine Ahnung. Dave zeigt einfach ein paar Sachen. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Wir haben auch schon gerade die ganze Zeit über... Das Einzige, was ihn juckt, ist, aber wenn wir erschossen werden, Digga, in welchem Server chillst du, Mann? Digga, das Einzige, was er mich fragt, ist so, ja, okay, dann lass Hollywood und so. Ja, so, ja, solange, also, ist das sicher? Ich so, Bro, sag doch, wo du hin willst. Bro, also können wir ganz kurz, was du eingepackt hast, können wir ganz kurz drüber reden? Du kannst ja sagen. Ja? Bro hat ein Messer eingepackt, Digga. Er sagt, ja, passiert schon nichts. Wir gehen so. Er sagt so, ja, ich pack mal eben kurz das Messer ein, dann können wir gehen. Ein Taschenmesser, Digga, man weiß ja nie. Ja, aber dann heißt es ja, dass es... Ich muss ja für dich bürgen heute. Wenn du Faxen machst, vielleicht, ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Wenn du jetzt irgendjemanden anmachst, dann haben wir Probleme. Ja, ich mach gar nichts. Die Bros kommen mit Crack Needle oder so. Ich hab Respekt vor jedem hier. Okay. Die haben, wie du vorhin meintest, es ist ein Aura-Spiel hier und meine Aura ist tot. Ich habe überhaupt keine Aura. Die ist komplett tot. Ich hab zu ihnen gesagt, dass wenn ich das Gefühl habe, kennt ihr die Jungs in Venice Beach, die so Mixtape austeilen? Mixtape? Die teilen diese CDs aus. Hast du noch nie gehabt? Bruder, wie gesagt, das Einzige, was ich von Amerika kenne, Waffen, so, das war's. Bro, diese Mixtape-Jungs sind die schlimmsten. Guck mal, die stehen da irgendwo, das ist auch in Europa so. Die geben dir eine CD, einer for free, dann labern die dich voll und wollen Cash haben. Das ist so eine Masche, die machen. Und der Typ hat mich gestern auch so angesprochen und der zweite hat mich dann gar nicht versucht anzusprechen, weil einfach, ich mache meine Aura tot. Rede nicht mit mir. Ich kann das. Bro, ich strahle die most negativen Vibes aus und dann lass du mich auch in Ruhe. Aber ich kann das nicht. Ja, es ist schwierig. Ich kann das überhaupt nicht. Ich werde schon fast auch getriggert und sauer, deswegen klappt das. Ich mir denke, Digga, nerv mich doch nicht, Mann. Mit deinem scheiß Mixtape, Alter. Ja, ganz kurz, weil Leute gefragt haben, Jungs, es ist ein Wunder, dass ich gestern überhaupt Mr. Beast live treffen konnte, okay? Ihr checkt nicht. Also es war sehr kurz, ja, aber... Ihr checkt nicht, was im Hintergrund war. Ich weiß nicht, du hast auch gar nichts von mir bekommen, oder? Was war im Hintergrund? Ich habe ein Foto gesehen. Also am Anfang hieß, also bevor ich überhaupt hingeflogen bin, haben wir extra nachgefragt. Ist es aber, also da wurde uns gesagt, so ihr könnt auch mit Mr. Beast aufnehmen, so 15 bis 20 Minuten. Okay. Dann haben wir so nachgefragt, jo, ist aber auch Stream möglich. Weil ich komme nur hin für Stream. Da meinten die, ja. Dann sind wir angekommen, oder als wir angekommen sind, hieß es, oh, ist doch nicht mehr sicher. Und dann, als der Tag schon fast vorbei war, hieß es, geht nicht. Oh, lass Arsch, Digga. Geht nicht, dann hieß es irgendwie, also gestern ging es nicht, heute würde es aber gehen. Dann hieß es da auch irgendwann, ja okay, heute wurde komplett abgesagt, alles. Ich glaub, das war dann wahrscheinlich gestern auch so. Ich weiß ganz genau, wie Mr. Beast ist nicht so dein normaler Creator, weil er auch sich mit keinem vergleichen muss. Der Bre macht richtig organisiert. Er hat Coordinator, er hat 15 Leute, die allein für die Organisation arbeiten. Der hat wahrscheinlich, das ging wahrscheinlich durch viele Leute, die alle sagen, ja, nee, geht nicht. Und er hat persönlich sich entschieden, okay, wir machen das. Safe war das. Ja, pass auf. Also Glück gehabt dann, dass er meinte, lass machen. Also alle haben gesagt nein. Und dann haben wir so nachgefragt, so, können wir aber selber fragen ihn. Da meinten so 2 Manager von ihm, der hat irgendwie 100.000 Manager, ich habe keine Ahnung. Ich hab mit 100.000 Manager von dem geredet. Eine Armee hat er. Die meinten dann alle, nee. Also da habe ich immer so nachgefragt, aber kann ich selber fragen? Da meinten die, ja. Dann war es soweit. Die meinten so, okay, stell dich schon mal dahin. Ihr seid dann irgendwann dran. Ihr seid irgendwann dran, Digga, als wenn da eine Schlange stand. Ja, das war, die haben gesagt Warteschlange. Das war eine Warteschlange. Er hat aber auch gerade eines seiner größten Deals so mit diesem Prime, ne? Also das ist insane. Hast du in Venice Beach dieses Dings gesehen? In Santa Monica auf dem Pier, da war diese große Glasbox mit Fake Money drin und so auf Squid Game standen da Leute mit Maske und so. Mit diesen 3 Strichen da, die standen gestern überall im Hotel. Ja. Im Hotel war ja diese Premiere. Die haben sogar in Berlin Pop-Up gemacht. Die machen Promo, weil es alles mit Amazon gesponsert ist. Bro, im Hotel gestern, da waren im Fahrstuhl, da waren die ganze Zeit diese... Die sind so creepy. Diese Squid Game Männer da. Digga, der stand gestern in der Sonne, ich dachte mir auch so. Und die schieben auch einen auf, wir sind gruselig. Ja, die sagen auch gar nichts, ne? Die sagen, die machen einfach nur so die ganze Zeit so Bewegung. Ja, auf jeden Fall wegen gestern. Da waren wir in dieser Warteschlange, sind dann dran gekommen, also ich hatte mein EA-Setup halt, ne? Ich habe
mit der Kamera, also meine Managerin hat die Kamera gehalten, die hat aufgenommen, aber der Stream war noch nicht da, aber es war schon verbunden mit dem EA-Backpack. Okay. Dann sind wir da reingekommen, da war Mr. Beast. Ich habe meine Kappe so vor meinen Augen. Den Clip habe ich gesehen. Ja, ich habe die Kappe vor meinen Augen, weil ich wollte ihn erst live treffen, also ich wollte ihn, ohne dass ich ihn sehe, fragen, ob ich streamen kann. Dann waren wir in irgendeinem Raum, wo dann waren die schon richtig so, warte mal, streamt ihr gerade? Dann habe ich gesagt, nein, das war nicht on stream, das was ich jetzt sage. Ja, weil er wahrscheinlich sein Dings anziehen musste, sein Gesicht einlaufen. Ja, jetzt bin ich aufpassen, was ich sage im Modus. Dann habe ich so gesagt, nein, und da meinte ich glaube, Mr. Beast meinte dann, yo, kann das irgendwer nachchecken, weil die uns nicht geglaubt haben. Dann sind die kurz rausgegangen, weil die dann mit irgendwem ganz schnell irgendwie einen Short gedreht haben oder so. Dann war Mr. Beast weg und die 2 Manager haben uns abgeholt und haben gesagt, Mr. Beast meinte kein Stream, haben die 2 Manager gesagt. Da haben wir die ganze Zeit nachgefragt, yo, können wir aber trotzdem ihn selber fragen. Weil kann ja sein, dass die das einfach sagen und Mr. Beast gar nicht das meine ich ja, das sind so viele Leute. Und dann waren wir bei Mr. Beast, da haben wir gefragt so, yo, ist es wirklich so, wirklich ganz kurz, weil wir sind von, by the way, das ist auch, ich kann nicht alles erklären, weil ich dumm bin, aber wir sind von 15 bis 20 Minuten konnten wir die machen, degradiert worden zu einem Foto. Digga, es hieß die ganze Zeit 15 bis 20 Minuten aufnehmen und irgendwann hieß es einfach nur noch, ihr seid die mit dem Foto, oder? Ja. Wir wurden gefickt, Digga, wir wurden komplett gefickt. Das Ding ist, aber das macht das, wie ich dir gerade, bevor du mir die Story gesagt hast, erzählt habe, das ist dieses, er ist halt auch so sichergestellt mit Kamera, er ist halt brand-friendly. Er ist mit Amazon jetzt drin. Das ist kein typischer YouTube-Creator mehr. Er muss jetzt richtig aufpassen. Er kennt dich ja rein theoretisch gar nicht. Er weiß ja nicht, vielleicht hast du irgendwie Spitzel, willst jetzt irgendwie einen Prank machen. Weißt du, was ich meine? Weil in der Szene machen die Jungs ja Pranks. Deswegen kann ich mir das vorstellen. Aber du hast ja trotzdem ganz was mit ihm gekriegt dann, ne? Ja, ich glaube 3 Minuten hatte ich. 3 Minuten hatte ich live und dann, er war auch durchgehend in diesen 3 Minuten, weil er so auf den, so ja, okay, ne, ich muss da gehen, so, auf den. Was ist deine Story mit Mr. Beast? Ist das so dein... Ich hab mir kommt so rüber, als dass das dein Creator ist. Ich habe immer alles geschaut von dem, habe immer auch jeden Podcast und so, bla bla bla, alles. Ja, ich fand die damals ich fand die wirklich krass, wie er auch denkt über YouTube und alles. Er ist sehr, 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 sehr strategisch. Ja. Sehr, sehr strategisch. Der macht das jetzt ja schon lange, ne? Ich habe auch Freunde gehabt, die dann in derselben Zeit sozusagen die krassen Views auf YouTube hatten und dann haben die mal so stundenlang so einen auf geredet, aber sehr strategisch. Und ich weiß immer, nach dem Telefonat meinte mein Kollege zu mir, ey, dieser Mr. Beast, ey, der hat den Code geknackt, der weiß ganz genau, wie es geht. Also alle Creator in der Szene haben von ihm gelernt und wollten mit ihm so schnacken. Aber nur so übers Theoretische, weil er ist nicht so ein Typ, den du auf Partys siehst oder auf Events, der ist nur auch crazy. Digga, Bro, what the fuck? Digga, um 8 Uhr morgens. Kann ich das filmen, Digga? Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber oder die machen wie so ein Romance-Film. Die machen da komplett rum auf der Straße, what the fuck? Richtige Crackies, um 8 Uhr morgens, Bro. Ich habe gestern auch Josh von Dragon Josh getroffen, der war auch da. Bei dem Event, ich habe Casey Neistat gesehen. Das ja, da waren richtig viele, ich kannte auch alle nicht. Guck mal, wie tot. Digga, kein Mensch. Der ist echt komplett tot. Gefickt. Die haben mich stehen auch später auf. Die Läden machen nicht um 9 auf wie in Deutschland. Die machen irgendwie um 11 erst auf. Ja. Was ist das hier, Alter? Das ist, wo Jimmy Kimmel drin ist. Das ist so der Stefan Raab von Amerika. Da hat er seine Show. Ja, ist das so showmäßig? Ja, da drinnen wird die Show geredet. Hier ist das Chinese Theater, was man auch in GTA hat. Das ist so ein ganz großes Kino. Das ist echt tot, Digga. Das ist komplett tot. Also ist hier normalerweise voll und so? Gut voll. Also es gibt doch hier nur einen Spot, wo so richtig viele, da war ich mit Wieland. Das ist genau hier. Das ist hier wo voll sein soll. Wo Spider-Man und so alle verkleidet. Ja, genau. Ja, ist genau ist das hier? Genau hier. Digga, das ist tote Hose hier. Hä? Aber mal ganz ehrlich, es ist 8:39 Uhr, Bro. Was erwartest du? Akku wechseln. Ich habe auch gesehen, man kann irgendwie wenn man irgendwie auf Frankreich stellt, dann hält dein Akku länger. Was dann für eine Theorie? Weil die das ja extra machen, dass alles schlechter ist, damit du neue Handys kaufst. Und in Frankreich gibt es irgendwie so ein Gesetz, dass sie das nicht machen dürfen. Und deswegen, wenn du nach Frankreich stellst, dann hast du das nicht. Irgendwie sowas. Das ist so cap? Nee, ich hab's gesehen auf TikTok. Ja, Quelle TikTok. Ja. Aber, Digga, wie findest du eigentlich TikTok in Amerika vielleicht weg? Das haben die doch letztes Mal auch gesagt. Und es kommt wieder jemand rein und macht das. Und
Das Einzige, was die jetzt machen müssen, das Gesetz ist am 10., glaube ich, haben die gesagt, muss entweder bewiesen werden, dass es gekauft worden ist von Amis oder weg. Und irgendjemand wird da durchkommen. Aber irgendjemand wird das schon klären. Ja, ich glaube auch, dass das eh Und nicht Trump weg- hat ja auch schon gesagt, irgendwie, ja, er mag TikTok ja, weil er ja auch dadurch seine Kampagne gepusht hat. Und er ist auch nicht anti. Also irgendwie wird das wird nicht weggehen, Digga. Das kann ich mir Aber einfach nicht Donald Trump ist jetzt wieder hier so königmäßig. Bruder, der ist noch nicht mal Präsident und er trifft sich jeden Tag mit irgendeinem anderen Staatsoberhaupt. Der macht jetzt schon Präsident, obwohl er nicht ist. Er ist so ein richtiger, wie so bei der Arbeit, ein Typ, der 1 Stunde früher zur Arbeit kommt, obwohl er nicht arbeiten muss. Der macht einfach extra Arbeit. Und Biden ist nur an seinen Sohn irgendwie begnadigen und macht gar nichts gerade. Ja, Biden sehe ich, der ist doch eh schon fast. Der ist tot, muss ich sagen. Der Typ ist tot, Digga. Und das ist ja nichts gegen ihn, aber er ist schon alt, Digga. Seine Zeit Digga, der ist Typ, schon- ich habe Clips gesehen, Bruder, der hat keinen Geist mehr. Der ist. Der ist ein bisschen too old. Hoppala. Lass mich mal Backpack in... Ach so, stimmt, oh mein Gott. Oh mein Gott, stimmt. Nummer 1. Ich habe das als Touri einmal gemacht. 2016. Alles war weg, Digga. Digga, Bro, bei dir wurde auch irgendwie 5-mal eingebrochen, weil zu früh? 4-mal. Digga, das ist so krass, Amerika ist so crazy. Aber auch nicht so... Es war nicht irgend so ein Lauch, der eingebrochen ist. Das waren richtige... Ne? Ja, das ist nichts passiert, aber das ist so unpublic story. Ach so, Irgendwann okay. erzähle ich die. Nur weil ich nicht alleine dabei war. Alter! Digga, wie viele WLAN Alter! Bruder, warum gibt's hier so viele WLAN? What the fuck? Bro, what the fuck? Wir werden gerade mit Signalen durchsiebt. Boah, hier ist tot, Mann. Und hier ist normalerweise alles voll? Ja, das ist die Main... Ey, guck, hier hast du die Schneide. Wer auch immer Was Lanny hier? Ross ist. Lanny Ross. Brian. Boah, es geht auch kilometerweise, ne? Wusstest du, dass hier so ein Simon Wiefeld Stern ist? Von Nee. Simon Unge? Ich weiß nicht wo. Weißt du, wer Simon Unge ist? Nee. Nein? Umgespielt? Ach so, meinst Hä? du? Ja, erklär mir, wer ist er? Umgespielt kennst du? Du laberst Scheiße, Digga. Du laberst, Bro. Ist Fußball? Nein, Digga, ich weiß gar nicht, ob du freust oder nicht. Ich bin raus beim Fußball. Absolut Bro, raus. bist du gerade Tracking oder so? Weil es peinlich ist, weil ich bin der Fußballtyp. Digga, das ist ein YouTuber. Ach so, YouTube. Ja, Bro, ich weiß nicht, Umgespielt, Mann. Keine umgespielt. Ahnung. Keine Ahnung. Ja, okay. Was macht der? Ich glaube, ich kenne den. Ja, Unge macht gar nichts mehr, Bro. Der hatte einen fetten Skandal und ist jetzt weg. Ist das so Flying Uwe, wie nennt man das? Generation? So von der YouTube-Zeit? Ist er? Was Simon Der ist Desue so- kennt man ja auch, aber der ist ja auch weg vom Fenster. Nee, der ist halt diese Minecraft-Let's Player Ah, okay. Szene da. Bruder, wie tot ist das? Wo will der mit dem Bus hin? Digga. Das ist tot. Ja, aber hier ist Full House normalerweise. Ja, wir haben zwei Situationen. Erstens ist es 8 Uhr morgens und zweitens, es ist nicht Touri-Zeit gerade, ne? Es ist kurz vor Weihnachten.